Bin gespannt, ob das Mikrofon funktioniert. Hi Klaus, grüß dich, servus. Ton ist da, hey, super. Ja, der Jonas und ich, wir sind heute unterwegs gewesen, weil eine Superzelle kommen wäre. Ich glaube, bei euch in München hat es ganz schön geregnet heute. Sind wir losgezogen, das komplette Equipment. Und leider keine Blitze. Wir wollten Blitze fotografieren, aber hat es ja funktioniert. Jetzt genießt er so ein bisschen die Kühle, gell? Weil heute war es so brutal heiß. Wir sind jetzt an einem bekannten Fotospot. Hey, grüß dich. Ach, du hast dich schon wieder umbenannt. Nordisch Knitz, die Andrea, grüß dich. Jetzt wollten wir Sonnenuntergang machen, ein paar Timelapse. Aber mit Sonnenuntergang ist da nicht viel. Ich kann es ja mal zeigen. Hi Andreas, grüß dich. Könntest du mal raten, wo ich gerade sitze? Ach, zweiter Kanal, cool. Ja, das ist cool. Also wie im Dampfkessel, ich sag's euch, das war so brutal warm. Morgen sollen wir auch wieder weit über 30 Grad kriegen. Da hinten aber vorher noch die Berge gesehen. Das ist jetzt wie ein Wasseraufguss, das ist brutal. Alles ganz neblig, also man sieht direkt, wie heiß das war. Es hat kurz geregnet, das war's, ich habe auf Blitze gehofft. Oder wir haben ja auf Blitze gehofft. Naja, da unten haben wir die GoPro aufgestellt gehabt, weil wir einen Sonnenuntergang filmen wollten. Ja, was Neues. Da unten steht die Action und das da hinten ist der tolle Sonnenuntergang. Ja, also wirklich ein bisschen scheiße gelaufen, aber es ist so angenehm, die Kühle. Mal schauen, wir werden jetzt dann zusammenpacken und dann gehen wir noch ein bisschen da am Ufer entlang. Und wenn ihr Bock habt, würden wir euch noch mitnehmen. Eigentlich hätte es ein Video werden sollen, ja. Der Jonas ist auch dabei, möchtest du mal Hallo sagen? Hallo. Hallo. Ja, ich habe auf so richtiges schlimmes Wetter gehofft, auf Blitze, so wie im letzten Video, wo ich mal hier war. Aber nichts, kein Glück, also Richtung Bergen drin ist zugange wird's auch. Naja. Ich hoffe mal, dass das Bild nicht so verwackelt ist, wie das letzte Mal. Der Klaus sagt Hallo Jonas. Weil ich habe mir gedacht, bei so viel Blitze und so, da nehme ich an Jonas was mit. Bei Kindern und Blitze ist gefährlich, schaut her. Das ist so ein Do-it-yourself-Ding. Habe ich extra heute eingepackt, schaut. Das kann man nämlich so zusammenwickeln. Schaut her. Das ist so ein bisschen. Okay. Da kann man jetzt so ein bisschen einknicken hier. Weil Sicherheit geht einfach vor. Hey Furby, grüß dich. Und da kann man hier, weil es sind halt die Blitzeinschläge. Und Kinder und Unwetter und so. So, schau Jonas, was ich gebastelt habe. Drehen wir mal die Kamera um. Jetzt passt auf, das ist nämlich meine Erfindung. Also wenn ihr ein Kind habt und der Unwetter fotografieren wollt, ein bisschen rauf. So, Achtung! Schaut's her, das passt nämlich genau hier drauf. Und leitet ultra gut Strom. Seht ihr? Seht ihr? Und dann ist der geschützt. Dann ist der geschützt, weil da oben schlägt dann der Blitz ein, oben an der Antenne. Ja, und dann fährt der Blitz praktisch unten durch. Also finde ich eine sinnvolle Sache. Ja, Fleischpflanzerl. Genau. Das Fleischpflanzerl hockt schon drunter, gell? Also, da werde ich jetzt das Patent drauf anmelden. Wenn ihr es haben wollt, ist nicht ganz günstig. Also, ja, das darf man schnell zusammenbackeln und dann darf ich euch noch ein bisschen an Chiemsee mitnehmen. Wie schaut es denn bei euch eigentlich aus im Wetter? Also, bei uns wird es wieder so scheiß schwül, das ist brutal.
Wie genießen wir das jetzt so? Leichter Regen. Ja, wunderbarer Sonnenuntergang am Bayerischen Meer. Sonnenuntergang ohne Sonne. So, jetzt haben wir schnell zusammenbackeln, oder? Und dann gehen wir los. Ich stelle euch einfach mal daher. Ja, jetzt machst du es kaputt, oder? Super. Wir sollen nächste Woche, morgen, übermorgen 35 Grad kriegen. Also ganz ehrlich, 35 Grad ist mir definitiv zu warm. Das ist nicht meins. Das ist nicht mein Wetter. So. Schnell zusammenbackeln. Also das Stativ da von K&F, ganz ehrlich, ich liebe es mittlerweile. Ich liebe es. Das Einzige, was ist, das hat so Schraubverschlüsse und mein altes hat, naja, das ist ja billiges, mein altes hat da so Clips. Genau, das ist so leichtes und da kenne ich das halt einfach, klack, klack und dann schiebe ich das zusammen und fertig. Und bei dem anderen vergieße ich wieder irgendwie eine Schraube zum Aufmachen, weil das sieht man nicht wirklich. Ob jetzt da die Schraube offen oder zu ist. So. Und ein Griff. Zack. Die GoPro ist nass. Alles nass. Genau, und da muss ich eben immer die Schrauben aufdrehen. Oh, was für Elefanten, das Zudraht. Und das sieht man heute nicht. Ist das jetzt auf oder ist das zu? Und dann vergisst wieder eins, dann haust du unten drauf. Seht ihr? Oh, es donnert. Ich lese einen Chat gleich wieder, gell? 100 Pro. Wenn wir jetzt abbauen, dann haben wir dann Regenbogen, Doppelregenbogen, Sonnenuntergang in Rot, Blitze. Dann haben wir das volle Programm. So, die ist auch nass, oder? Ja. So. Hast du schon ausgeschalten? Na? Ich habe nur das Ding ausgeschalten. Ich habe nur die Timelapse ausgeschaltet. Ah, sehr gut, sehr gut. Der Mann, der mitdenkt. So. Das brauchen wir nicht. War das nicht so drehen und dann runter und dann... Schaut, es ist auch so alt ist. Klack, klack und dann... Und das mit die Räder checke, also ja, checken nicht, das ist vielleicht die Umstellung. Boah, ist das angenehm, ha? Ja. Was ist eigentlich mit deinem Blitzableiterhelm? Ja, für was baue ich den? Super. Achso, und das Ding kennst du wahrscheinlich auch. Das ist mittlerweile auch mein Begleiter geworden. Also richtig geiles Teil. Schau mir, was ihr geschrieben habt. Wir gucken. In München regnet es leicht. Ja, bei uns regnet es jetzt auch leicht. Also es nieselt. Da ist eine Möwe. Die hat jetzt gerade was gefangen. 35 Grad, ja, das ist. Wir haben jetzt Ende Juni. Wir haben ja noch gar nicht Hochsommer. Und schon so brutal warm. Also. Achso, Richtung Landshut. Ja, da oben soll es wieder schäbern. Ich muss halt nur nach Bergen fahren. Also Bergen liegt hier. Bergen am Hochfällen. Da muss ich heute schnell hinfahren, schauen. Da hat es heute wahrscheinlich richtig geschäbert, aber alles schwarz. Aber da, ja, jetzt sind die Wolken da hinten verschwunden. Okay, wie lange war denn die Lieferzeit? Das darf mich jetzt interessieren. Weil bei mir war es ungefähr so eine Woche. Und wenn du es dann hast, dann darf es mich interessieren, wie es dir gefällt. Ob ich da falsch gelegen bin oder... Weil mir taugt das Ding mich richtig brutal gut. Also nochmal zu der Stelle, wo wir sind. Also wir sind jetzt hier am Ostufer. Da drüben ist das Westufer, weil da hinten geht die Sonne unter.
Da hinten sind ja die ganzen Signallichter, leuchten die jetzt eigentlich noch? Das werdet ihr erkennen, die leuchten rot, da vorne ist eins. Das ist wie am Bodensee, da hinten, das müsste Prien sein, das ist die Autobahn München-Salzburg, wo ihr das ungefähr schauen könnt. Und dort drüben sind eben die ganzen Bonzenviertel, Prien, Gstaad, wie ihr es kennt, wo die Dampfer losfahren und das ganze Zeug. Und wir sind auf der anderen Seite da drüben, weil das Gewitter kommt immer, cool. Schau mal, die steht in der Luft, das ist ja geil. Und was fangt? Genau, weil das Gewitter kommt immer aus München. Also wenn es in München schwarz wird, hier hinstellen an den Fotospot, der ist sogar auf Google eingezeichnet. So, jetzt fliegt er sein Helm davor. Wie gesagt, hier habe ich das Storm Chaser Video gemacht mit den geilen Blitzen im Hintergrund. Das war so Hammer und auf das habe ich gehofft, aber ja, hat nicht funktioniert. So, jetzt kommt der Wind. Ja? Soll ich die Flasche aufheben? Ja. Okay. Machen wir dann den Deckel zu. Autoschlüssel, wo ist der? Da drüben? Dort in der Tasche? Ja. Na, schau, ist jetzt alles doch nass worden. So, jetzt zeig Kamera ist, oder? Mhm. Dann müssen wir... Dann müssen wir die Zuschauer noch mitnehmen. So, jetzt bringen wir das Zeug ins Auto und dann schauen wir, bis der erst ins Wasser fällt. Dabei, Rapotti. Ciao. Ist ja jetzt so angenehm beim Wetter. Also letztes Mal waren wir da. Da ist zugegangen, da war kein Parkplatz mehr frei. Es war eine Katastrophe. Ja, jetzt ist der Parkplatz frei. Also im Hochsommer kannst du es da vergessen. Ich glaube, wir sind ja letzte halbe Stunde da gestanden, bis einer ausparkt hat. Gell? Und dann haben wir den Platz auch nicht erwischt. So. Parkst du. Ich zahle ja grundsätzlich keinen Parkschein, weil das nicht eisig. Für meinen Chiemsee, gell? So, jetzt steige ich da schnell ab. Oh, je, je. Jetzt habe ich einen Schlüssel. Also mit Sonnenuntergang ist das halt nichts. Nee. Sonnenuntergang ohne Sonne ist kein Sonnenuntergang, genau. Das ist ein Nebeluntergang. So, jetzt schau mal. Zeig einräumen. Das ist dann ein heller Nebeluntergang. Gut, dass ich einen Helfer dabei habe, den besten Helfer. Dein Blitzableiterhelm, glaube ich, brauchst du jetzt auch nicht mehr. Also, ich glaube, ich nehme den Blitzableiterhelm. So, okay. Ja, was man da auf dem Kopf hat. Achso, das ist eine deutsche Pickelhaube, meinst du? Ja. Ah, gut. Klappe zu. Jawohl. Den darfst du tragen. Den darfst du auch tragen. Ja. Okay. So, jetzt halt. Packen wir's. Also, jetzt gehen wir dahinter schön auf den Steg. Ich streame mit Prism, finde die absolut cool. Der Cayman aus Essen, der macht ja die ganze Zeit so Fotowalks. Der hat mir das erklärt, wie man es am besten einstellt. Und die Bildstabilisierung, die ist halt phänomenal. Also, ich habe jetzt das iPhone 14 Pro, 15 Pro, keine Ahnung, ist das gleiche. Und dann DJI Osmo drunter als Gimbal. Bräuchte ich eigentlich gar nicht. Aber es ist einfach angenehm. Schau mal, da ist der Kiosk. Da gehen wir jetzt erst zum Kiosk, dann hauen wir uns die Wampe voll und dann gehen wir in die Kurklinik zum Abspecken. In Chieming ist es. Chieming. Ich habe sogar ein paar schöne Fotos gemacht heute vom Dampfer. Also die Lichter leuchten immer noch hinten. Dass ich immer Hochdeutsch rede, gell? Im Stream immer Hochdeutsch, gell? Ja. Das ist Wasservögel.
Das ist natürlich schon krass, Schatz. Ja, das finde ich cool. Irgendwie. Oh, kostenloser Hotspot. Schau mal, kostenloses WLAN. So schnell bist du. So schnell. Jetzt ist er weg. So. Na, so angenehm jetzt, so angenehm. In die Ferien, ich war vor 4 Wochen einmal da, es war der erste schöne Sonntag im Frühling. Katastrophe. Also da treten die. Als Einheimischer hast du dann gar keinen Platz mehr. Deswegen ist dann als Einheimischer eigentlich zu solchen Zeiten, wenn nicht so viel los ist, spazieren. So, für Ton passt eigentlich noch. Das ist natürlich was, das lieben die Preisen, das habe ich auch schon gehört, das sind die Bootshäuser. Habe ich nie verstanden, bis mir jemand erklärt hat, ich glaube es war der Thorsten Engemann, dass das einfach so in Norddeutschland nicht so gibt, die Bootshäuser und Stege. Und dass die deswegen auch so beliebt sind. Das ist jetzt so ein Dampfersteak, wollte ich gerade sagen, ein Dampfersteak gibt es da. Schau mal, du kann es sein, dass der Markus Hunger hat. Ha? Also das ist der Dampfersteak. Da unten sind die Tretboote, also bei uns haben wir die ganzen Boote Kennzeichen wie beim Auto, das ist wie ja, Autozulassung. Du kannst auf dem Chiemsee auch ein Motorboot haben, aber die Plätze sind so selten und werden eigentlich von Familiengeneration zu Generation vererbt. Sonst werden da wahrscheinlich 1000 Schiffe fahren. Ja, und das sind so Stege, gut. Ich kenne jetzt bestimmt ungefähr die Hälfte, da ich sagen, von euch Datendeutsche fotografieren. Wahrscheinlich auch solche, ja, oder solche Sachen hier. Ja. Ich bin da heute relativ blind mittlerweile. Also man darf jetzt da nicht, was darf ich da nicht? Im Boot sitzen, kein Anker werfen und keine Wasserbetten. Ganz wichtig. Ui. So, jetzt nehmen wir euch aber mit auf so einen Steg. Mal wie das ringt. Mal schaut's mal. Ist ja cool. Geht der Chat eigentlich noch? Mal schauen. Ja, mal schauen. Ich hoffe, der Chat geht noch. Müsste eigentlich gehen. Da unten. Mit Kartoffelknödel und Blaukraut. Schreibt mal bitte kurz was im Chat. Nicht, dass das nicht funktioniert, wenn ich kann euch nicht lesen. Das wäre ja richtig scheiße. Dann schreibt so die tollsten Sachen und ich krieg sie mit. Ah, danke. Danke dir, vielen Dank. Schaut euch die Ruhe an noch. Das ist im Sommer natürlich alles voll mit Touristen. Ja. Das Alpenvorland, ja. Es ist zwar jetzt kein perfekter Sonnenuntergang, aber es ist trotzdem total schön. Das Wasser auch klar. Ja, ideal zum Reisspringer. Also irgendwie wird man schon alt, oder? Im Alter lernt man sowas zum Schätzen, gell? Also ich gab es ein 12-Jähriger, da jetzt sagen, ja, ist das langweilig. Aber ich glaube, das habe ich jetzt mal aufpassen, dass meine Kappe nicht davor fliegt. So. Schmeiß für ja nicht einen Geldbeutel rein, gell? Sonst gibt es keine Brotzeit. Hey Michael Knight, grüß dich, servus. Ja, ich bin heute einmal ein bisschen raus. Wir wollten eigentlich einen Sonnenuntergang. Schaut her, und das sind die Warnleuchten, wie es so am Bodensee gibt. Seht ihr es? Hi, Christian.
Ja, ist einmal cool, dass man die mal wieder liest. Das freut mich. Sau cool. Der Herr Professor, sau cool. Ja, das freut mich. Christian, die habe ich schon lange nicht mehr gelesen, gesehen. Das freut mich jetzt richtig. Also da heute normalerweise die Dampfer. Da ist in die Sommerferien ist da alles bummvoll mit Touristen. Da kannst du nicht mehr rühren. Das kannst du sowas von vergessen. Das sind da die Anlegestege. Du klapperst, Jonas. Dürfen da wegbleiben, gell? Ja, da halten dann die Dampfer. Der letzte ist vorhin gerade abgefahren, den habe ich sogar fotografiert. Da steigt dann die Horde, die ganzen Chinesen steigen dann hier ein. Und dann geht es halt rüber, Fraueninsel. Hinten leuchten überall die Sturmwarnungen, die ganzen Fackeln. In die Berg drin hat sich jetzt brutal viel Wolken gebildet, weil es war wirklich ein Aufguss. Ja, die Schwüle, gell? Die Schwüle ist das Brutale. Wirft der Arsch auch Falten, wir bleiben immer noch die Alten. Sehr gut, sehr löblich. Ja. Das fühlt sich an wie... Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Pass auf. Ich bin der König der Welt. Titanic. Aber die scheiß Titanic ist untergegangen. Die drücken die Schwüle. Ja, das ist brutal. Das ist wirklich, also... Ja, vor allem, wir haben erst Ende Juni, gell? Ende Juni. Wie soll denn das jetzt Juli, August werden? Dann verreckt man. Soll aber vielleicht die Elefanten doch nehmen. Irgendjemand hat uns doch 20.000 Elefanten angeboten, oder? Weiß jetzt gar nicht mehr. Oh, jetzt kämen meine polnischen Freunde wieder. Also, wir gehen jetzt da zurück und dann schauen wir mal da vor, da soll nämlich ein Kiosk sein. Und wenn da vorne ein Kiosk ist, dann nehme ich euch jetzt auf ein halbes Bier mit. Die haben auf alle Fälle ein Bier dabei. Oder? Holen wir uns ein halbes Bier? Ja, das klang ja schon, wenn du meine Zigaretten aber wegrauchst, gell? Wie schaut es denn bei euch eigentlich aus? Ferien? Bayern? Habt ihr schon irgendwas vor? Oder wo verbringt ihr eure Ferien? Ja, Bierdusche wäre cool, gell? Bierdusche wäre richtig geil. Ja. Wo habt ihr denn das Bier her? Wo? Pivo? Wo? Wo ist? Ja, alles zu, oder? Nein, nichts. Nix? Nix, normal Market. Oh, okay, gut. Danke. Ciao. Scheiße. Ah, also es hat alles zu. Kein Bier. Kein Bier. Südtirol. Ja, das ist ja geil. Der kenne ich auch an. Der fährt jetzt auch nach Südtirol. Der Michael Ritter. Kennst du den noch? Der Michael Knight. Doch, den kennst. Ja, was für die Urlaub macht? In Südtirol. Da wirst du jetzt auch hinfasst. Ja, Christian, stimmt. Das letzte Mal war vor 2 Jahren, gell? Wo du in Reicherheu warst. Also, wenn du unten bist, hoffe ich mal, dass du auf alle Fälle mähst, gell? Frühling oder Herbst. Ja. Servus. Ja klar kennt ihr der Jonas. Der Michael Ritter ist mit der großen Kamera, mit dem riesen Torpedorohr. Was nimmer? Foto deren. Ah, jetzt hast du umgelockt. Ja, mache ich mal wieder. Sag's. Urlaub in Waging. Du warst doch der, was in Waging Urlaub gemacht hat. In Waging kannte jetzt auch eine Wohnung kriegen. War ein bisschen zu teuer. Ja. Da machst du Urlaub bei mir. Kriegst eine Luftmatratzen, ein Gartenhaus und ab geht's. Ja. Da gibt es Rettungsringe, schau. Siehst du das? Schaut aus wie meine Wampen, gell? Wir haben auch so Rettungsringe. Ja, es ist schon mal wieder live, also wirklich.
Ich habe mir jetzt lange überlegt, aber bei der Schwüle, du hast einfach ehrlich gesagt keinen Bock zum Rausgehen. Gell? Du hast keinen Bock. Wir haben ja dieses Jahr Glück mit der Mückenplage. Bist nicht glücklich und fühlst dich nicht wohl, dann pack deine Sachen und fahr nach Tirol. So, jetzt schalte ich mich wieder um, weil mein Gesicht kennt es ja. Weißt du, was die erste Luftmatratzen gekauft? Schau, jetzt geben wir die Preise wieder. Kamera jetzt Ränger auf, schaust da an. Schaust da an. Da hinten 80 Kilo und Hotpants. Alles klar. Und da ganz wageil. Ganz wageilvoll. Aber jetzt kommt der Sturm schon. Wie ist denn eigentlich der Ton? Ich habe nicht den DJI-Puschel drauf. Ist das recht verrauscht vom Wind oder ist das in Ordnung? Das so, jetzt haben mein Kappe. Aber schaut mal. Deswegen heißt das Bayerische Meer, vielleicht könnt ihr es erkennen. Also, soweit ich weiß, hat der Chiemsee sogar Gezeiten. Ton ist gut, danke. Ist zwar jetzt nicht so wie an der Ostsee, wo ich vor 2 Wochen war, aber leider nicht am Meer. Aber der Chiemsee hat auch genauso Wellengang. Ich mache halt was Sorgen wegen die Polen da hinten, die sind stark besoffen. Die stehen jetzt da auf dem Steg. Wenn die Reihe fallen, Christian Limanski, dann rufe ich die Yoga. So. Jetzt gehen wir da vorne ums Eck und schauen einmal. Dankeschön. Ja, ich streame nicht so viel. Aber wenn ihr so Bock habt, weil ihr wirklich viel Bock auf so Livestreams zu machen. Es war ja eigentlich geplant, dass ich heute ein Video mache und das im Livestream eigentlich zeige, wie ich das alles mache. Aber das war ein bisschen zu aufwendig. Vor allem man hat nichts gesehen. Also wirklich. Achso, was ist dein Vater? Wollte ich da reinschmeißen. Der Wasserstand am Chiemsee, du, alles gut, der passt. Das Kappe. Aber wir haben das Jahr auch gar keine Mückenplage. Wir haben 2022 so eine Mückenplage gehabt. Da haben die ganzen Lokale zusperren müssen. Momentan sind sie gerade am Überlegen, ob sie wieder sprühen. Weil schaut euch das an. Ja, es hat schon einen Vorteil, wenn man da wohnt. Definitiv. Weil man einfach einmal herkommt, wenn keine Menschen da sind. Und du kannst die Ruhe dann auch wirklich so genießen, wie es sein sollte. Schaut euch die Uferpromenade an. Das ist spätestens am Samstag, wenn ich da herkommen wird. Oder in die Sommerferien dann. Und das ist wirklich wie am Meer. Gell? Der Wind die ganze Zeit, die Wellen. Wenn man ganz lange in die Wellen schaut, dann wird es dann irgendwann schwindelig. Gell? Wenn man reinschaut. Da vorne ist jetzt ein Kiosk, da ist mit euch da zum Kiosk zu vorlaufen. Schauen, ob es da ein Pibo gibt. Dann trinke ich halb auf euch. Wenn es keine gibt, dann fahren wir heim. Jetzt pass auf. So. Jetzt pass auf. Es ist ja so, gell, wenn die Leute sagen, Markus, mach einmal, oder wenn die schreiben, die Helene Fischer, weiß ich gar nicht. Genau, wenn die Leute mich so herausfordern, weißt du schon, und sagen, du traust dich nicht oder du bist feig, dann darf ich das schon machen. Gell? Ich hoffe mal, es schreibt keiner, dass ich zu feig bin, dass ich da reinspringe. Handtücher haben wir. Naja. Da steht's euch, gell? Du wisst genau, ich bin so blöd. Gab es doch Theater, du, ich weiß gar nicht, Helene Fischer ist jetzt nicht so mein Metier, also ich weiß, das ist irgendeine Sängerin, ursprünglich Russin. Schaut euch das an.
Jetzt, da riecht sogar noch Algen. So Leute, jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt sage, ich stehe da auf Fehmarn an der Ostsee, könnt ihr es genauso glauben, oder? Das ist jetzt fast kein Unterschied. Da drüben ist das Festland und ich stehe auf Fehmarn. Da, den Spielplatz kennst du sogar noch, gell? Grüß euch. Da geht es im Sommer wieder zu mit den Schratzen, gell, am Schreien und Brüllen. Also da ist alles brechend voll da mit Kindern. Da hocken dann die Mütter genervt zwischen die Hund, da darf der Hund rein. Jetzt streamen wir schon eine halbe Stunde. Was mich wundert, dass das Internet so gut ist. Jetzt schauen wir da davon, ob es da was gibt. Was gibt es eigentlich sonst so Neues? Fotowelt, ich komme momentan nicht dazu, dass ich YouTube schaue. Leben die Leute noch? Daniel Nietze, Murat? Ich kriege gar nichts mehr mit. Ich komme momentan nicht zum Videoschauen. Sind alle nur am Leben. Irgendwelche Explosionen. Irgendwelche Weltneuigkeiten, die man unbedingt braucht. Wahrscheinlich gibt es schon die Pocket 5 und ich weiß gar nicht. Und die Action 37 und die Nikon Z6 II Pro. Ich kriege momentan gar nichts mit. Ich habe bloß mitgekriegt, dass ein paar Leute aufgehört haben, große. Mehr habe ich gar nicht mitgekriegt. Keine Neuigkeiten. Ich komme momentan einfach. Jetzt war doch die Foto-Adventure in Duisburg irgendwie, habe ich so mitbekommen. Ein Hund. Hey, Hundi, warte mal. Komm her, hey. Hallo. Hier. Hier. Komm. Komm hier, hey, komm. Hier, komm. Komm. Hier. Ah, der ist stiften. Scheiße. Scheiße. Der ist stiften. Keine Chance. Ach du Scheiße. Geht der einfach stiften und folgt nicht. Jetzt Kinder. Oh, jetzt kriegt er aber geschimpft. Ach, Fototreffen. Ja, die Messe ist tot, genau, das habe ich mitgekriegt. Oh, jetzt kriegt er geschimpft, der Hundi. Oh. Steht ja Glück gehabt. Da. Stimmt, Hunde-Online. Ja, Hunde Ah, okay. Ja, wie gesagt, bei mir ist da gar nichts. Im Oktober ist was geplant, da freue ich mich schon brutal drauf. Das wäre so, das wäre wieder richtig geil. Über mehrere Tage. Und da wird es ja wieder sau viele Videos dann geben. Bootshäuser, schau. Da kann man wieder fotografieren. Palmen gibt es bei uns natürlich auch. Das ist die typische bayerische Bierpalme. Da wächst normalerweise der Leberkas drauf. Und da hinten wachsen, also diese Leberkaspalme, das ist ein Weißwurstbaum. Das sieht man genau an der Form. Bratwurstbaum. Und da haben wir einen klassischen Sauerkrautbusch. So, also wir stellen jetzt am Wochinger Bräu die hat leider zu. Schau. Pommes 5 Euro, Currywurst mit Pommes 12,50 Euro. Ist das viel? Na, ist jetzt günstig, oder? 12,50 Euro. Eine Currywurst mit Pommes 12,50 €. 2 Stück Wiener, also das heißt erst einmal nicht Stück Wiener, sondern ein Paar. Weißwurst nennt man am Stück, das ist ja falsch. Das heißt ein Paar Wiener und nicht 2 Stück.
Ja, pfui Teufel. 2 Stück Wiener mit Pommes. 8,50 €. Jetzt mal ehrlich. 2 Wiener mit Pommes in der Box 8,50 €. Seit wann passen zu Wiener Pommes dazu? Bin ich jetzt total blöd? Ha? Wiener mit Pommes. Da gehört ein süßer Senf dazu, der scharfer und ein Brezen und ein Semi. Also so ein Dreck. Haxenkack. Haben die auch einen Haxenkaktus? Also Kaktus. Ein Haxenkack habe ich gelesen. Du hast ein Pommes und eine Currywurst 12,50 €. Jetzt stell dir vor, 5-köpfige Familie. Mal steh bei mit dem Dringer, dann zahlst du 100 € für nix. Ah, okay. Ja, das ist halt einfach zu weit weg, gell, von mir. Das ist schade. Am Arsch der Welt, aber dafür kann ich die Welt herunterzeigen. Jetzt schreibt man nochmal um. Wir gehen jetzt mal zurück Richtung Auto. Ja, Michael, habe mich gefreut. Habe mich gefreut, dass du vorbeigeschaut hast. Wie gesagt, wir werden uns bestimmt wiedersehen. Da bin ich mir sowas von sicher. Wie spät haben wir es eigentlich? Keine Ahnung, ja. So, was kriege ich jetzt dafür, wenn ich reinspringe? Also. Ha? Jetzt muss der Markus da mal runtergehen. Eieiei. Überall Algen, schau. Einen feuchten Hintern kriege ich. Das ist doch wie am Meer, schaut's her. Oder? Da haben noch auch so Algen, die anschwemmen. Seht ihr? Aber jetzt ist mir gar was Böses auf der Zunge klingen. Also bei uns am Meer kommen nur Algen an und keine anderen. Wie sage ich das jetzt politisch korrekt? Ja, ihr wisst schon wie man. So, heute mal. Gescheit halten ist schwer. Dreh rum. Ah, so. Also jetzt sieht man nur, dass da nur bis zu geht. Ja, aber es ist mal das Drecker da. Das ist echt. So, Jonas, heute gibt es einen Spinat mit Kartoffeln. Na. Bah. Na. Also das ist mir zu dreckig da, gell? Na. Also wenn ich da reinspringe, das schaut ja aus wie der Hulk, so grün. Ich schau mal da vorne, Also ich verspreche euch, wenn da vorne nicht so viel Gemüse ist, dann springe ich rein. Ist da vorne auch Gemüse, was ich hoffe? Ich hoffe, der Herr nicht wünscht was. Ich mache dann auch gleich Schluss. Weil wahrscheinlich werde ich gleich direkt nass werden. Ich renn schon mal vorn, komm. Ja, renn mal vorn, schau. Gell, wenn du in Waging bist, der Luftmatratzen gibt es immer. Hab ich immer frei. Na. Ich darf da gerne reinspringen, wirklich. Ja, ich mache halt das, aber es ist zu eklig. Nee. Na. Naja, Jonas, das da vorne ist ja nicht der Chiemsee, es ist ein Zulauf.
Ach, da hinten ist ein Vogelschutzgebiet. Beim Herfahren haben wir zwei schöne Störche gesehen. Christian, super. Ja, da hinten ist ein Steg. Da hat der Sigi aber Hausverbot. Das weiß zwar keiner. Aber weil der die ganze Zeit da den Steg fotografiert hat, haben sie gesagt, du Sigi, jetzt klang's, lass die anderen Leute auch noch was vom Steg übrig, vom Schweinenackensteak, sucht einmal einen Eiern. Also der Sigi darf da nicht mehr knipsen. Der hat ein Verbot gekriegt. So, da gehen wir jetzt mal weiter. Dann ich laber wieder so einen Scheiß. Echt. So Leute, also hat total viel Spaß gemacht. Ich fahre jetzt heim, bringe die Ausrüstung ins Trockene. Habe mich brutal gefreut, dass ich euch gelesen habe. Für einen spontanen Stream. 10 Leute, Wahnsinn. Ist eh cool. Möchte es auf alle Fälle wieder ein bisschen mehr machen. Vor allem wieder ein bisschen mehr Blödsinn. Und das nächste Mal, wenn ich da bin und wenn zu mir einer sagt, hey, Falk, spring rein, dann springe ich rein. Ja, und es ist einfach geil. Also an der Stelle nochmal vielen Dank und haut's rein, gell? Ciao, ciao. Sagst du auch Servus? Servus. Wie man in Bayern sagt, habe die Ehre, Drecksack Scherde. Viert euch.